Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit einer Special Guest, der eigentlich gar kein Special Guest ist, weil sie ist sonst immer hinter der Kamera und macht den Schnitt. Ein Trommelwirbel für Anja. Wir machen heute den Christian Tag. Wir haben ja ein paar Fragen vorbereitet, die zu dem Tag gehören. Die erste Frage ist, seit wann glaubst du an Gott? Ich bin eigentlich mit dem Glauben aufgewachsen, aber wirklich so bewusst daran glauben, dass ich mich dafür entschieden habe, vor 3-4 Jahren. Da habe ich mich danach taufen lassen. Bei mir ist es ähnlich gelaufen. Also ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Deshalb habe ich sozusagen schon immer an Gott geglaubt. Aber so richtig dafür entschieden habe ich mich dann so mit 13, 14. Irgendwann kommt einfach der Punkt, in dem man sich selbst entscheiden muss, will man wirklich das, was die Eltern glauben, auch glauben? Ist das überhaupt wahr? Das heißt nur ein Märchen. Was bedeutet es für dich, Jesus nachzufolgen? Hoffnung. Es ist wie der Glaube daran, dass es mehr gibt. Ich hatte mal so ein Bild, wie so eine Hand sich mir entgegenstreckt und Jesus hat so gefragt, nimmst du diese Hand und folgst du mir blind nach? Und das ist eigentlich das, was für mich Jesus nachfolgen bedeutet. Ich nehme diese Hand entgegen und ich vertraue ihm und auch wenn sich mal Steine in den Weg legen, dann weiß ich, dass er mich darüber führt. Was ist dein liebster Bibelvers? Nichts kann uns von seiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte. Weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Ich finde es einfach so toll, dass egal was passiert, egal in welchen Umständen wir sind, nichts kann uns von ihm trennen. Ja, ich habe 2 Lieblingsbibelverse. Einmal einfach die Geschichte, wo Petrus auf das Wasser hinausläuft zu Jesus und eigentlich der Vers, in dem Jesus sagt, komm. Und somit eigentlich das Vertrauen von Petrus ein bisschen herausfordert und Petrus geht einfach und läuft. Das hat mich schon immer sehr beeindruckt. Und ein Mensch kann viele Pläne schmieden, doch der Wille des Herrn wird sich erfüllen. Und ich finde das sehr beruhigend. Auch wenn ich falsche Pläne schmiede, dann führt mich Gott immer wieder in den richtigen Weg. Und das habe ich schon oft bemerkt, wie Gott wirklich mich schon oft vor etwas bewahrt hat, wo ich mich falsch entschieden hätte. Was ist dein liebstes christliches Buch neben der Bibel? Dieses Buch, Werden wie du mich siehst, von Stacey Eldridge. Gottes Traum für dein Leben für junge Frauen. Ich bin noch nicht ganz fertig, wie man sieht, da bin ich, aber bis jetzt hat es mich schon sehr beeindruckt und viel Stoff zum Nachdenken gegeben. Mein allerliebstes Buch heißt Tränen im Land des Lächelns. Es ist eine Geschichte. Sie beruht auf wahren Begebenheiten. Und zwar geht es um ein Mädchen, das Verfolgung erlebt, weil sie Christin ist. Das hat mich wirklich sehr inspiriert und es ist ein sehr spannendes Buch. Und ein anderes Buch, das ich sehr toll finde, ist Mein Leben ohne Limits von Nick Vujicic. Das geht um einen Mann, der ohne Arme und Beine auf die Welt gekommen ist und was er gelernt hat. Seine Geschichte ist wirklich sehr zu empfehlen. Ich habe auch viele Freunde, die nicht an Gott glauben, die seine Geschichte toll finden. Und er hat auch YouTube-Videos. Und er hat auch einen Song. Apropos Song, die nächste Frage ist, welchen christlichen Song hast du am liebsten? Mein liebster Song ist von For King and Country. Ich liebe einfach diese Band, ich finde, die macht super Musik und der Text in diesem Song ist einfach super cool. Ich habe 2 Lieder, I Will Follow von Chris Tomlin und Good Good Father. Was wäre deine erste Reaktion, wenn du Jesus jetzt treffen würdest? Ich glaube, das weiß man erst, wenn man in diesem Moment ist. Aber ich denke, ich würde zu ihm rennen und ihn umarmen. Ich würde weinen und auf die Knie fallen. Welches Buch in der Bibel ist dein Favorit? Sprüche. Das kam schnell. Ich lese Psalme sehr gerne. Wenn ich einfach mal die Bibel aufschlage, schlage ich oft bei Psalmen auf. Dann die Evangelien finde ich auch super. Und wenn du noch nie eine Bibel gelesen hast oder nicht oft, dann sind die auch wirklich ein guter Ort zu beginnen. Also nicht am Anfang von der Bibel, weil nein, sondern eher beim Neuen Testament, bei den Evangelien, also bei den Geschichten von Jesus. Beim Alten Testament finde ich vor allem Esther und Prediger sehr spannend. Ja, Prediger finde ich auch gut. Prediger finden ja die meisten ein deprimierendes Buch, aber ich finde nicht. Wenn ihr den noch nie gelesen habt, dann lest ihn mal, dann wisst ihr, von was wir sprechen. Man liest in diesem Buch, alles ist sinnlos und merkt eigentlich, dein Leben bekommt Sinn, wenn du dich dafür entscheidest, es zu leben. Und das finde ich richtig toll. Und er sagt auch, freut euch am Leben, genießt die Tage in der Jugend. Wie hältst du deine Beziehung zu Gott frisch? Mit Deo besprühen. Zu jeder Zeit, an jedem Ort mit Gott in Kommunikation bleiben. Ob es jetzt ist, dass du dich für etwas beklagst oder für etwas freust, dass du traurig bist, enttäuscht, keine Ahnung, dass du ihm einfach alles sagst. Das finde ich auch mega wichtig. Ja. Einfach im Alltag sich bewusst sein, dass Gott da ist und
eben immer ein bisschen mit ihm in Connection bleiben. Für mich ist Bibellesen auch sehr wichtig und einfach so regelmäßig hören, was er zu sagen hat und mehr über ihn lernen. Wenn ich in die Kirche gehe, dann fühle ich mich danach wieder gestärkt im Glauben und ich treffe andere Christen, die das gleiche glauben und kann Worship-Lieder singen. Was ist dein liebster christlicher YouTube-Kanal? Tiffany Dawn, die redet halt über alles vom Glauben bis zu Jungs, Beziehungen und macht Bible Studies. Den anderen Kanal, den ich sehr cool finde, ist John Jorgensen. Der ist einer von den bekannteren YouTube-Kanälen christlichen. Mein Lieblings-YouTube-Kanal ist eine Band, die ich sehr gerne höre, und zwar Bon Ray. Ist noch nicht so bekannt, aber auf jeden Fall lohnenswert. Er ist auch in der Infobox verlinkt. Wir machen sehr tolle Musik. Was findest du an deiner Kirche toll? Also wir sind im ICF beide, dass jeder so akzeptiert ist, wie er ist. Jeder kann mit seinen Fehlern kommen und ja, wird einfach angenommen. Und die Inputs finde ich sehr stark. Wir haben ein paar sehr gute Pastoren, die wirklich Lebenssituationen nehmen und die wirklich auf den Punkt bringen. Dass sie so nah an der Zeit geblieben ist, die Kirche. Nicht so, wie sich vielleicht viele eine Kirche vorstellen. Der Worship finde ich sehr cool, die Songs mega toll und vor allem finde ich die Leute sehr toll. Wärst du bereit, wenn Jesus morgen kommen würde? Ich denke, wir werden sicherlich gerettet, wenn es so in diesem Sinne gemeint ist. Emotional bereit, dass ich dann dastehen kann und sagen kann, ah hey, da ist er jetzt, gehen wir mit, oder? Ich denke, das ist man nie. Ich finde es ähnlich. Von der Art finde ich, dass wir eben nie bereit sind und auf die andere Art immer. Welchen Tipp würdest du jemandem geben, der sein Leben gerade neu Jesus geben will? Lies die Bibel zuerst im Neuen Testament oder in den Evangelien. Aber ich finde, die Bibel ist eine coole Art, sich dann mit dem Glauben zu beschäftigen und auch herauszufinden, wer Jesus wirklich ist. Man kann auch einfach einen Satz lesen und Gott kann dadurch wirken. Genau, die Bibel ist sehr zu empfehlen. Ich würde dir eigentlich den Tipp weitergeben, ein Gespräch zu suchen oder mehrere Gespräche zu suchen mit Leuten, die schon länger mit Gott unterwegs sind und wirklich sich verschiedene Meinungen anzuhören, was sie dir so für Tipps weitergeben und sich nicht so viel Druck machen. Gott ist zwar schon der König der Welt, aber er ist auch ein liebender Vater. Du musst nicht, was für ein Riesengebet sprechen, um ihm zu sagen, dass du ihm jetzt nachfolgen willst. Und es reicht einfach, hey, ich glaube an dich und ich glaube an das, was du sagst. Und jetzt ist der Moment, wo ich wirklich mein Leben dir hingeben will. Wir haben neuerdings einen Instagram-Kanal. Dieser heißt Hoffnungsträger, aber mit AE geschrieben, also Hoffnungsträger. Genau. Wir würden uns über Feedback freuen. Schreibt uns in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da oder einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Outtakes! Ja. Egal, die nächste Frage bitte. Das will sich niemand anhören. Focus on Jesus. Wir machen heute den... Mein liebster Bibelvers. Nein, jetzt habe ich gerade eine komische Bewegung gemacht. Mein liebster Bibelvers. Ich habe eigentlich... Es gibt so viele... Okay. Jetzt habe ich einen Blackout. Prediger.